Ja, schönen Mittag, Nachmittag, für manche vielleicht auch Vormittag. Herzlich willkommen hier im Forum Gastland Slowenien. Lauter? Ich höre mich selbst so laut, nämlich im Headset drum. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich begrüße die slowenische Kulturministerin und die slowenische Botschafterin in Berlin auch. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch hier sind und uns zuhören. Es gibt hier vorne, glaube ich, noch ein paar Plätze für die Damen und Herren, die da hinten stehen, wenn Sie möchten. Ja, wir haben jetzt eine knappe Stunde Zeit, miteinander zu sprechen. Ich freue mich über die Einladung und bedanke mich dafür herzlich. Mein Name ist Thomas Friedmann. Ich leite seit 30 Jahren das Literaturhaus in Salzburg und beschäftige mich auch gerne immer wieder mit Literatur aus Slowenien. Habe mich erinnert und gerade mit Drago darüber gesprochen, dass die erste nicht deutschsprachige Lesung, die ich gehört habe, am 19. November 1990 war. Steht in dem Buch drinnen auch aus Nordlicht von Drago Jančar im Salzburger Künstlerhaus. Und das war sehr beeindruckend. Das war damals noch nicht üblich, dass man eigentlich Literatur in fremden Sprachen gehört hat. Ja, wenn du etwas sagst, bitte dann nimm das Mikrofon. Ich bin schon lange Zeit in diese Geschäfte gewesen. Ja. Einige von uns, ja. Ja, wir werden über Slowenien sprechen, über Literatur. Wir werden darüber sprechen, dass das Leben in der Literatur zur Sprache kommt, formuliert von Autorinnen und von Autoren für Leserinnen, zumindest dann, wenn diese Literatur auch gedruckt wird, öffentlich gemacht wird. Wir werden selbstverständlich über die beiden neuen Bücher sprechen und ich begrüße jetzt ganz herzlich Anna Mavan und Drago Jančar. Danke fürs Kommen. Ja, Schauspieler werden gerne gesehen und gehört, das ist ihr Job. Autorinnen möchten gelesen werden. Als Einstiegsfrage, wie ist das eigentlich bei euch beiden? Lest ihr mehr Literatur slowenischer Gegenwartsautoren oder slowenischer Autorinnen überhaupt? Lest ihr mehr fremdsprachige Literatur? Gleicht sich das aus? Lest ihr euch gegenseitig? Ja, jaz sem pravkar prebral knjigo, ne zadnjo, ampak predzadnjo, Anino Lipč. Predtem sem prebral tudi Kroto, ne vem, kak je nemški prevod in nekaj drugega. In moram reči, da sta me obe knjigi po svoje fascinirali. To je nekaj novega, to so knjige o osamljenosti, ki so pa po svoje napete. Kdo bi si mislil? Človek bi mislil, da so osamljeni ljudje dolgočasni, ampak obe knjigi imata neko notranjo napetost, imata odličen jezik in ena je napisana v slovenščini, če se ne motim, ena pa v nemščini. In to je nek poseben pojav, ki je v Evropi zelo redek in sem zelo vesel, da sva z Ano skupaj, dve različni generaciji. Ja, danke schön, das habe ich nicht erwartet. Ich habe natürlich Drago Jančar gelesen, jeder liest Drago Jančar. Es ist ein Teil vom slowenischen Kanon, deswegen schätze ich mich jetzt sehr glücklich, mit ihm auf der Bühne zu sitzen. Und prinzipiell lest ihr viele mehr slowenische Autorinnen als nicht slowenische Autorinnen oder spielt das keine Rolle? Torej, jaz moram nekaj zdaj povedati, kar je pomembno za ta sejem, se mi zdi, za ljudi, ki ne berejo slovensko ali ki ne poznajo slovenske književnosti. Jaz sem se formiral pravzaprav v branju v slovenščini. V Sloveniji obstaja nekaj, čemur bi rekel prevajalska industrija. Neverjetno dosti se prevaja in odkar pomnim, so bili prevedeni
že v 60-ih, 70-ih letih vsi pomembnejši literarni avtorji iz Nemčije, Francije, Italije in tako naprej. To se pravi, da je včasih, ko se pogovarjam z nekaterimi ljudmi tukaj ali novinarji, so presenečeni, če jim povem, da se je mogoče v Sloveniji pravzaprav kot avtor formirati s pomočjo slovenskega jezika. Seveda sem bral tudi v drugih jezikih pozneje, ampak to ni isto. Imamo odlične prevajalce, veliko prevajamo in to se pravi, da sem bral v slovenščini tudi tuje avtorje. No, nekatere sem prebral tudi v angleščini, ampak skoraj da je redka knjiga, ki je pomembna v evropskem kontekstu, ki ne bi bila prevedena v slovenščini. In seveda pa berem tudi slovenske avtorje, ne vseh, selektivno, ker v Sloveniji veliko izhaja. Včasih, ko sem začenjal tako kot Ana, sem prebral skoraj vse že iz Solidarnosti, ki se mi zdelo, da spada to k mojemu sindikatu, da tako rečem. Zdaj berem malo bolj selektivno in malo manj, ampak berem. Du, Anna, brauchst ja nicht, wenn du deutschsprachige Bücher liest, Bücher auf Deutsch, einen Übersetzer, eine Übersetzerin. Du kannst das ja im Original lesen, aber wie handhabst du das? Ich wollte mich auf dieses Gespräch vorbereiten und du hast gemeint, wir werden über Gott und die Welt reden. Na, du wolltest über Handtaschen sprechen. Ja, ich würde sehr gerne über Handtaschen sprechen. Aber ja, nein, ich habe auch ein bisschen Hemmungen zuzugeben, dass ich eigentlich große Angst vor Übersetzungen habe. Es ist komisch, das zuzugeben, wenn man die eigene Übersetzung präsentiert. Aber es lag mir immer sehr, sehr viel daran, Bücher im Original zu lesen. Und deswegen habe ich sehr, sehr viel Zeit dem Lernen der Fremdsprachen gewidmet. Ich wollte eigentlich so viel wie möglich im Original lesen und ich bin tatsächlich zum Punkt gekommen, wo ich das tatsächlich sehr gut konnte. Jetzt will ich nicht angeben, aber so 8 Sprachen. Dabei konnte ich aber fast kein Wort in diesen Sprachen sagen. Also es war manchmal so, dass ich ein italienisches Buch gekauft habe und an der Kasse Schwierigkeiten beim Bezahlen hatte. Also diese große Diskrepanz zwischen Einsaugen und zwischen Geben und Nehmen, finde ich. Ja, also Handtaschen. Das verschieben wir auf später. Okay. Obwohl es in deinem Buch hier vorkommt. Vseeno moram nekaj dodati, da ubranim svojo tezo, ki sem jo postavil. Obstajajo knjige, ki jih ni mogoče verjetno prebrati, knjigo kakšnega avtorja iz Litvanije, iz Estonije, marsikaterega španskega avtorja, portugalskega avtorja ne bi nikoli spoznal, če ne bi bilo slovenskih prevodov. Najbrž tudi ti to potrebuješ. Seveda beremo v angleščini, berem tudi v nemščini, ampak da ne govorimo o srbščini ali srbo-hrvaščini, kjer smo svoj čas veliko brali v teh jezikih, ampak prevajanje pomaga pravzaprav, da dobiš neko zelo široko informacijo. In sem za razliko od Ane, nisem nezaupljiv do prevajalcev. Jaz jim na nek način zaupam, saj moram, se mi nič drugega ne preostane. Ja, ich finde auch, dass es Bücher gibt, die übersetzen werden müssen und vor allem Erzählungen oder Bücher, wo Inhalt sehr vordergründig ist. Es gibt aber auch Bücher, die vielleicht Richtung Poesie gehen und da finde ich schon, dass die Form und der Inhalt 2 Seiten einer Münze sind. Und wenn man das trennt, bleibt immer ein Riss, das aber auch schön sein kann, so wie diese japanische Kintsugi-Kunst, wo man Dinge absichtlich gebrochen hat, um sie wieder zusammen zu kleben. Das ist natürlich, es ist immer, also als ich mit einem Wissenschaftler aus Klagenfurt gesprochen habe, der verpuppt ihn sowohl auf Slowenisch als auch auf Deutsch gelesen
hat er einen schönen Vergleich gemacht, der sehr irgendwie mit dem Titel verpuppt spielt. Er hat gemeint, das Buch geht immer so eine Metamorphose durch und es schaut komplett anders aus, aber es ist das gleiche Tier. Und das finde ich einen sehr schöner, sehr gelungenen Vergleich. Ich fand es, also die Rolle der Übersetzerinnen werden wir jetzt nicht weiter ausdehnen, aber die ist unglaublich wichtig, wie wir alle wissen. Ich fand es auch ganz wunderbar, dass in dem Buch von Drago Jančar, übersetzt von Erwin Köstler, am Ende in einem Glossar nicht nur einzelne Wörter, Begriffe, historische Zusammenhänge erklärt werden, sondern auch hingewiesen wird, dass in der Übersetzung das eine, in der deutschen Übersetzung aus dem Slowenischen vielleicht betont wurde mehr oder weggelassen wurde. Und ich kann mir vorstellen, dein Buch, das jüngste Buch Verpuppt, der Roman im Otto Müller Verlag erschienen, das auf Slowenisch geschrieben, auf Deutsch übersetzt von Klaus Detlef Orloff. Wenn man das jetzt wieder rückübersetzen würde, von der deutschen Übersetzung ins Slowenische, dass sich das verändern könnte. Ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich habe tatsächlich ein Experiment gemacht, einmal mit einer Kollegin. Das Buch durch mehrere Sprachen laufen lassen und am Schluss wieder in die Originalsprache. Und es ist ein komplett neuer Text daraus geworden. Aber also das Wesen bleibt sicher bestehen. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe mich nicht gegen Übersetzungen geäußert. Darf ich das alles zurücknehmen, was ich bisher gesagt habe? No, Ana piše v obeh jezikih in jaz sem bil presenečen in nekoliko ponosen tudi, ko sem prebral člana neke žirije Bachmanove nagrade, ki je rekel, da ni vedel, da piše Ana v slovenščini v originalu, oziroma da je nekoč pisala. In tudi sam nisem vedel, jaz sem mislil, da je napisala ta roman v nemščini, pozneje sem bral tudi njene slovenske tekste. To se pravi, Ana je pravzaprav izjemen primer in težko bomo tu neke splošnosti pripeljali iz tega. Ne. Jetzt ist dieser Gastlandauftritt Sloweniens. Kann man vielleicht die Lautstärke meines Kopfhörers ein bisschen zurückdrehen? Ich höre mich so unglaublich laut. Das wäre nett. Dieser Gastlandauftritt Sloweniens als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse natürlich immer etwas Besonderes und ein großes Ereignis für die Literatur, für die Außenwirkung, für die Übersetzungen, die vielen Besprechungen, eure vielen Auftritte auf der Messe und davor und danach. Aber es ist ja etwas auch, das hineinwirkt, das zurückwirkt. Ich glaube, das ist ja ein wichtiges Moment auch. Und wenn ich daran denke, Slowenien hat 50 Kilometer Küste, 1300 Kilometer Schienennetz, aber 2500 Bibliotheken mit 25 Millionen Büchern bei einer Bevölkerung von 2 Millionen, dann kann man sich vorstellen, zumindest stellt man sich das vor, dass das ein Literaturparadies ist. Ein Land der Dichter, und es heißt ja, weltweit ist es hinter Island an zweiter Stelle, was die Produktion von Literatur betrifft, was das Lesen betrifft, also umgelegt auf der Bestand der slowenischen Bücher auf die Bevölkerung, müsste jede Slowenin und jeder Slowene 11 Bücher zu Hause haben von den Bibliotheken. Das ist sicher mehr als in Österreich, denke ich mir. Und diese Zahlen jetzt, die beeindruckend sind, ist es aber tatsächlich so, eurer Meinung nach, dass die Bücher, die Literatur, diese große Anzahl auch an Lyrik, an Gedichten, dass das etwas aussagt über slowenische Identitäten? Ja, ich glaube schon, dass wir eine Lesernation sind. Und das Lyrische ist so wirklich ein Teil der Kultur. Was ich jetzt so rückblickend überraschend finde, ist, dass wir große Dichter schon im Kindergarten auswendig lernen. Und das sind teilweise so schwerwiegende Wahrheiten über die Welt, die man schnell auswendig lernt, weil es sich eben reimt, von den zum Beispiel Prešeren, von den klassischen Dichtern. Und
ich finde es schon teilweise, dass man dadurch die Welt anders sieht. Man lernt sozusagen die Formeln des Leidens auswendig schon im Kindergarten und dann sieht man das eher bestätigt im weiteren Verlauf. Und also die Augen muss man schulen, finde ich. Sonst übersieht man kleine Dinge und die finde ich so wichtig. Und ich finde es sehr wichtig, dass man lernt, den kleinen Dingen Gewicht zu geben. Und dafür ist die Poesie, finde ich, sehr, sehr gut geeignet. Was verstehst du unter kleinen Dingen? Ich finde, so wie als Kinder, so kindliches Blick auf die Welt, da sieht man noch alles, finde ich. Und dann im weiteren Verlauf des Lebens schrumpft unsere Neugier. Und das finde ich eigentlich sehr schade, wenn wir lernen, was für unser Überleben wichtig ist. Also Kinder haben mit 2 Jahren noch 100 neuronale Verbindungen mehr, als wir sie als Erwachsene haben. Und sie merken sich auch alles. Deswegen, weil sie noch nicht wissen, was sie brauchen werden im Leben. Sie wissen nicht, was sie sich merken müssen, um in der Welt zu bestehen. Und dann lernt man so schrittweise, was notwendig ist. Und das übergeht dann in einen Automatismus. Und unser Gedächtnis wird immer schwächer, weil wir irgendwie tief in uns wissen, dass diese Dinge nicht auswendig lernen müssen, weil wir auch ohne sie auskommen. Und ich finde, durch die Literatur wird das gepflegt, dass wir nicht nur das, was unbedingt notwendig ist, beibehalten, sondern die Welt in ihrer Reichtum genießen können. Noch einmal kurz zurück zu der Identitätsfrage, zu den Dichterinnen. Es wird ja erklärt, dass, weil Slowenien keine großen Herrscher hatte, zwar beherrscht wurde, dass das ein Grund sei, warum die Dichter und Dichterinnen an deren Stelle getreten sind. Tomas, najprej te moram razočarati glede železnic. Železnice imamo slabše kot v času Avstro-Ogrske. Ni pa tako glede literature. Ne? To je pa drugače. Že v tem času, ki ga zdaj omenjamo, ti praviš, da je bila literatura pomembna za identiteto, seveda. Literatura, predvsem pa jezik, ki se je izražal skozi literaturo, je bil nek substitut za odsotnost politične državne moči. Seveda smo imeli tudi politične stranke, vse mogoče stvari, ampak nismo bili vladarji na svojem ozemlju, bi rekel. Ne bomo zdaj govorili o zgodovinskih političnih stvarih, ampak vsekakor se je literatura izjemno močno formirala tudi na tej osnovi. To pa ne pomeni, da je bila literatura, seveda je v nekem času igrala v sredi 19. stoletja samoobrambno vlogo identitete in tako naprej. Že zelo hitro, konec 19. stoletja, v začetku 20. stoletja se je pa modernizirala. Ivan Cankar, ki je študiral na Dunaju in tako naprej, oziroma skušal študirati na Dunaju, ker se je ukvarjal več z literaturo. In cela plejada avtorjev je na začetku stoletja postavila to literaturo kot nekaj, kaj bi rekel, samoumevnega, nekaj, kar je literatura, kar ni zdaj nadomestek za nekaj drugega, za politično ideologijo ali nekaj takega. In to je recimo naslednjim generacijam že med obema vojnama in po vojni, po obdobju socialističnega realizma, že nastajajo neki moderni tokovi in tako naprej, je literatura postala nekaj takega, kot je v vseh normalnih, da tako rečem, evropskih državah, ki niso imeli probleme s tem, da bi
formirali nacijo, ustvarjali države in tako naprej. In v tem smislu ni bila literatura samo vprašanje identitete več, ampak vprašanje estetskega dosega, vsebinskega dosega, razmišljanja o globokih eksistencialnih vprašanjih, tudi socialnih in tako naprej. In v tem smislu je to pač literatura, kot vsaka druga v večini držav. Mene strašno veseli, ker primerjaš to zadevo z Islandijo. Islandci so res nekaj posebnega, ampak tu smo jim kar blizu. Žal situacija ni tako rožnata, kot bi zdaj izgledala po tem, kar opizujem. Govorimo o vsebini literature. Jaz sem nekje rekel, da še nikoli v naši zgodovini ni bilo toliko knjig subvencioniranih in še nikoli se jih ni tako malo bralo. To seveda ni čisto res. Ljudje še zmeraj veliko berejo, imamo izjemno slabo mrežo knjigarn. V knjigarnah se slabo prodaja, v mestih izginjajo knjigarne in tako naprej. Imamo pa sjajno mrežo knjižnic. Neverjetno, mislim, da je eno redkih v Evropi, ki je tako organiziran in kjer si ljudje toliko knjig izposojajo. To se pravi, so stvari v redu in stvari niso v redu okrog literature. Sama literatura pa je imela ta razvoj, ki pelje od tistih časov o vprašanju o identiteti iz srede 20. stoletja do tega, kar piševa midva z Ano. Ja, dieser Trend, dass weniger gelesen wird, weniger gekauft wird, das ist natürlich auch ein europäischer Trend, der nicht auf Slowenien beschränkt ist, wie wir wissen. Die Buchmesse wirkt hoffentlich ein bisschen dagegen. Sicher, denke ich mir, für die Literatur aus Slowenien. Wir wissen ja, zumindest seit Karl Markus Gauss, dass die Literatur der Ränder in den Mittelpunkt auch stärker gerückt werden soll, denn da entsteht oft auch große Literatur. Die Frage, was sind denn überhaupt die Ränder? Von wo aus sehen wir denn die Welt? Das ist eine andere, aber es ist natürlich eine Frage der Größe auch einer Sprache, wie wir wissen, und daher beim Slowenischen natürlich auch die Notwendigkeit der Übersetzungen, die sehr wichtig sind. Nun kommen wir vom Allgemeinen ein bisschen ins Konkretere, auch zu den Büchern und zu den beiden Autorinnen. Leserinnen, wir alle, wenn wir lesen, Romane lesen, Erzählungen, Prosa, identifizieren uns ja ganz gerne mit Figuren, spiegeln uns darin vielleicht auch Kritikerinnen, manchmal auch Germanistinnen, suchen ja in der Literatur, in den Figuren oft auch ein bisschen die Identität eines Autors, einer Autorin, ohne dass die verpönte Frage nach Autobiografie gestellt wird. Jetzt ist es aber so, dass heute ist der Todestag von Dane Seitz, der genau heute vor 18 Jahren gestorben ist, ein Dichter, den ich sehr schätze, sehr geschätzt habe, auch persönlich. Und Dane Seitz hat einmal in einem Gedicht geschrieben: Für alles wirst du bezahlen, am meisten für deine Geburt. Der Geburtsort Maribor spielt bei Drago Jančar immer in vielen Büchern, fast immer, eine bedeutende Rolle, so auch in seinem neuen Buch, als die Welt entstand, im Jonne Verlag erschienen. Wie sehr ist diese Geburt, dieser Geburtsort, diese Kindheit für dich prägend? Oder und war es dann, als du nach dem Studium, nach dem Jus-Studium der Rechtswissenschaft, nach der Arbeit als Journalist, als du 1974 für ein Buch eingesperrt wurdest, war das für dich vielleicht prägender, Schriftsteller zu werden, zu schreiben? Tako se je to zgodilo, še bi že nekoliko bil pisatelj, ampak takrat moje pisanje iz tistega časa je bilo, kaj bi rekel, umikanje pred resničnostjo. Napisal sem roman Galjot, ki sicer govori o inkviziciji in podobnih stvareh, tudi o času kuge in tako naprej.
In nekateri so mi takrat očitali, da je to beg iz sedanjosti. Na nek način je v resnici bil, ampak jaz mislim, da zgodovinski romani sploh ne obstajajo, vsaj pri meni, ne zame, ne obstaja zgodovinski roman, razen tisto, kar spada v območje žanra, kiča, tako rekoč na robu tega, kajti tudi skozi zgodovinski roman je mogoče odpreti temeljna eksistencialna vprašanja. In mislim, da se mi je to takrat dogajalo. Ampak o Mariboru in o teh stvarih iz zadnje časa, iz druge svetovne vojne in tako naprej sem začel pisati veliko pozneje. Res, da sem vse otroštvo in vso mladost, živel sem v nekem delavskem predmestju Maribora, poslušal zgodbe o drugi svetovni vojni, o okupaciji, gestapo, o pohorskih partizanih in tudi o povojnih dogodkih in tako naprej. In vendar sem bil prepričan, da o tem pozneje, sem bil prepričan, da o tem nikoli ne bom pisal. To je bil zame takrat nek diluvialni čas, mi živimo nekaj drugega, čeprav je bilo komaj 15-20 let po drugi svetovni vojni, ampak ker so vsi o tem govorili, me pravzaprav to ni zanimalo. Dokler proti koncu 90-ih let nisem bil v Sarajevo skupino pisateljev, ker smo, mislim, da je eden od njih tukaj, Boris Novak, sem ga nekaj videl, kjer smo nesli pomoč mednarodnega pena pisateljem, ki so ostali v Sarajevo, takrat sem začutil vojno, bližino nasilja in takrat naprej. In takrat so v meni ostali spomini na vse te stvari, ki sem jih slišal v drugi svetovni vojni. In sledili sta dva romana iz druge svetovne vojne, ki spet nista vojna romana ali zgodovinska romana, ker govorite o medčloveških odnosih, to so individualne usode. V ozadju je zgodovinsko prizorišče, v ospredju so pa povsem človeški odnosi, ljubezen, izdaja in vse drugo, kar k temu spada. In na koncu sem napisal še roman o atmosferi po drugi svetovni vojni, kjer pa je ta avtentična atmosfera, o kateri sem takrat poslušal, ki vsi govorijo o vojni, še zmeraj vsi govorijo o vojni, čeprav vojne več ni, v zraku pa ostaja neko nevidno nasilje, nekaj, kar je med ljudmi neprijetnega in sredi tega nek mlad človek, nek še skoraj otrok išče lepoto življenja, odkriva svet v vseh njegovih dimenzijah. Predolgo govorim o romani Prepustič. Ampak si postavil mal kompleksno vprašanje. Nein, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, weil vielleicht manchmal fälschlicherweise behauptet wird, du schreibst historische Romane. Ich denke, du schreibst über Menschen, du schreibst über einzelne Menschen, aber das Setting ist historisch. Also es ist die Zeit, auch der Ort spielt eine wichtige Rolle, wo du diese Menschen ansiedelst. In deinem neuen Buch, als die Welt entstand, ich habe schon erwähnt, ist es auch eine Zeit der Umbrüche, wie oft bei dir. Und diese Umbrüche siedelst du an, Anfang 1961 im Frühling. Erzählt wird das Ganze von Daniel, einem Jungen, der, wenn man hochrechnet, heute vielleicht ungefähr so alt wie du ist oder wäre. Und dieser Daniel lebt in Maribor mit einem Vater, der Kommunist ist, im Konzentrationslager war und davon nicht loskommt, eine Heldengeschichte immer wieder erzählt und den Alkohol braucht, auch um das Leben zu bewältigen, die Vergangenheit. Dieser Daniel, dieser Junge, wird dann, wie auch die ganze Nachbarschaft, ein bisschen herausgerissen aus seinem Alltag, als eine junge Frau, Lena, aus Kärnten mit dem Zug ankommt, vis-à-vis in den Block einzieht und bei ihm eine Neugier entsteht, er sie beobachtet und auch so etwas wie erotische Gefühle entwickelt. Diese Lena ist eine ganz zentrale Figur, würde ich sagen, deines Buches auch, die eine Liebesbeziehung mit einem Mann angeht, dann aber zu einem anderen weitergeht und das Ganze geht nicht sehr gut aus.
Aber dieses Setting in dieser Zeit erzählt auch im Rückblick von Daniel mit Einschüben auch, dieses Setting ist schon sehr wichtig. Eben Ende der 50er Jahre, 60er Jahre. Wie sehr brauchst du in diesem Buch eben auch dieses Setting, weil du erzählst ja die Geschichte von einzelnen Menschen. Das ist ganz wunderbar, das ist ganz große Literatur, finde ich. Aber in deinen Büchern ist das Setting eben schon auch, glaube ich, sehr entscheidend. Ja, hvala za tvoje mnenje. Seveda je pomemben, ker jaz gledam recimo svoje mesto, v katerem že dolgo več ne živim, gledam kot nek magičen prostor, v katerega lahko umestim nekaj domišljije. In seveda duh časa, atmosfero časa in tako naprej, to označujem z nekaterimi zunanjimi dogodki, recimo Gagarin leti v nebo, medtem ko njega pri verouku učijo, da bi tam morali letati angeli. Doma mu oče pripoveduje, da so to norosti in tako naprej. Skratka, živi med dvema ideološkima svetovama, ampak tudi živi med nasiljem lepote in med svetom nasilja. In mislim, da mi je lažje umestiti to v nek zgodovinski kontekst, čeprav je precej biografskih elementov v tej knjigi. Zato, ker lahko gledam na to sproščeno oziroma razvijem neko domišljijo tukaj. Če sem zdaj in tukaj, je to zelo težko, ker me vse stvari ovirajo, zmeraj vidim stvari, ki se mi zdi, da jih ni vredno opisati. Če si pa nekoliko v distanci, pa je mogoče tudi neko veliko tragično zgodbo ene ženske, ki se preseli v predmestje in vzbudi tam popolno vznemirjenje zaradi svoje, recimo, drugačnosti. In tudi skozi to zorenje tega sveta, to sicer ni knjiga, kako bi rekel, Bildungsroman, ni Bildungsroman, ampak je roman o nastanku sveta. Vsako novo življenje je nov svet, vsak človek ga na novo spozna in ga mora spoznati in mora ga spoznati z vsemi nenavadnimi stvarmi, ki jih ne more razumeti. Zato sem uvedel tudi, to je seveda pa načrtno, sem uvedel fragmente iz Stare zaveze, Svetega pisma, kjer se nenadoma izkaže, da so enako brutalni prizori že nekoč v najbolj svetih knjigah, tisti, ki jih lahko opazuje okrog sebe. In tu je nek problem, ki si ga mimogrede omenil. Hvala, ker si to opazil. Jaz sem želel, da je na popolnoma nevidna črta med fantom, ki to doživlja v prvi osebi, ko govori, in starejšim pripovedovalcem, recimo Danielom moje starosti ali pa malo mlajšim, ki je sposoben pa te stvari reflektirati, ki lahko vidi, kaj je ljubezen, sovraštvo, kako ljudje so sposobni izmeraj iste napake ponavljati in tako naprej. Hotel sem ustvariti to nevidno povezavo sredi teh zgodb. Tečejo pravzaprav tri zgodbe, zgodba tega fanta, zgodba Lene in njenega življenja in zgodba okolice s svojimi ideološkimi norimi nesporazumi. Ja, du hast das Alte Testament erwähnt. Da muss man eben noch vielleicht ergänzen, die Mutter ist religiös und schickt den Daniel auch in den Religionsunterricht. Bevor ich aber jetzt wechsle zu Anna, die schon lange zuhört, jetzt bin ich ganz unverschämt neugierig. Gibt es für die Lena ein reales Vorbild, Ne, mislim, predvsej žensk sem spoznal v življenju in se mi zdi, da sem lahko ustvaril nek lik, vem kakšna ženska ali pa kakšne ženske, ki so mi bile blizu v življenju, kako reagirajo v nekih situacijah in tako naprej. Nisem imel zgleda, zgled sem imel nek zgled, to pa moram priznati, sem pa pobral iz Črne kronike lokalnega časopisa. To je tisti tragični dogodek na koncu, ki ga zdaj ne bomo omenjali,
ker je prehud, ali pa če ga ti želiš, izvoli. To sem prebral, to se je resnično zgodilo. Neka ženska, ki je imela vsega zadosti, ki ni več mogla prinašati ta način življenja, prevar, ki je sama prevzela nase krivdo za nekaj, česar ni storila. Je kot v romanu kakšnega Dostojevskega, to opravlja potem na svoj brutalni način v nekem trenutku jeze. Ne znam dobro razlagati svojih romanov. Da bin ich anderer Meinung. Verzeihen Sie mir jene, die jetzt im Publikum nur Slowenisch verstehen. Es ist keine Lesung geplant, aber ich möchte Ihnen 5 Zeilen trotzdem vorlesen. Sie können es dann im Buch ja auf Slowenisch auch nachlesen. Ich finde das sehr schön, aber auch die Welt, die es noch nicht gibt und die in der von Daniel erzählten Geschichte vor unseren Augen entstehen wird, ist von einer tiefen Stille vom Himmel bis zur Erde durchdrungen. In diese Welt kommt eine Geschichte, die auf so festen Fundamenten wie der Erinnerung und der Fantasie eines Kindes beruht. Darum ist sie im Traum und in der Wirklichkeit zu Hause, beides zugleich. Das umfasst für mich vieles aus diesem Buch. Und Stichwort Traum und Wirklichkeit, komme ich zu Anna Marwan. Und ich komme zurück zu dem Zitat aus dem Gedicht von Dane Seitz. Für alles wirst du bezahlen, am meisten für deine Geburt. Jetzt, wenn man über dich spricht, wenn man von dir liest, dann kommt natürlich vor Wien, wo du jetzt lebst, oder in der Nähe, Ljubljana, wo du studiert hast, auch davor gearbeitet hast, deine Bücher selbstverständlich. Viele Dinge kommen zur Sprache. Ich habe aber noch nirgends gelesen, dass dein Geburtsort irgendwo erwähnt wurde. Ich weiß auch nicht, ob du das willst. Ich habe das gegoogelt, weil ich den nicht kannte. Dieser Geburtsort, aufgewachsen bist du in Ljubljana, heißt es überall. Spielt dieser Geburtsort an der Grenze zu Ungarn, nahe auch von Österreich, eine Rolle in deinem Schreiben? Bisher habe ich noch nichts gelesen davon. Also ich habe nur die ersten 2 Jahre dort verbracht, aber ich glaube schon, dass die Orte uns extrem prägen. Ich glaube viel mehr als die Nation selbst, weil Orte schon etwas sehr Konkretes sind und der Begriff der Nation ist einfach, finde ich, ausgedacht. Und ich versuche auch so die Handlung meiner Romane nicht wirklich zu verorten, so zu drastisch. Also ich fand dein Buch Galiot auch extrem prägend für mich, gerade aus diesem Grund. Ich fand, es beschrieb so die universelle Existenz des Menschen. Und ich finde tatsächlich, ich will jetzt nicht so existenzialistisch klingen, aber ich glaube, dass das, was uns Menschen am meisten verbindet, das Gefühl des Fremdseins ist. Also ich finde generell, dass man mit dem Gefühl irgendwie zurechtkommen muss und dann hilft es paradoxerweise, wenn man ins Ausland zieht, weil dann wird man tatsächlich als Fremder bezeichnet und das passt plötzlich zum ersten Mal im Leben und man kann dazu stehen und sich nicht dafür genieren, dass man fremd ist und plötzlich in der Fremde bekommt man eine Art Heimat, die auch so nur ein Entwurf ist und alles, was an einem komisch ist, verbindet jeder gegenüber mit der Herkunft und dann kannst du Sätze statt ich hingegen mit bei uns hingegen anfangen und eine Art so retroaktiv eine Art eldoradische Heimat entwerfen für sich selbst. Das finde ich zum Beispiel praktisch an Fremdsein. Ich habe aber auch bemerkt, dass vor allem am Anfang
sehr von einem erwartet wird, dass man über die eigene Herkunft schreibt. Und ich wollte mich nie als Immigrantin bezeichnen in dem Sinne, weil ich eben an die Nationalitäten nicht so wirklich glaube. Und ich habe schon bemerkt, dass so, wenn ich jetzt von der Rezeption rede, dass sehr viele Leute überrascht waren, dass ich jetzt nicht über meine Entwurzelung in diesem Sinne der Nationalität schreiben möchte. Vor allem mein Debüt handelte von einem sehr trägen, faulen Menschen, der mit Ennui kämpft. Und ich habe bemerkt, dass das nicht so erwünscht ist, wenn Ausländer die Langeweile schildern. Aber wenn man dazu steht, wird das so allmählich auch akzeptiert. Oh mein Gott, was ist mit mir heute? Ich weiß es nicht. Ich meine, zuerst äußere ich mich gegen Übersetzungen, jetzt für Trägheit und Nutzlosigkeit. Ich wollte dich bei Nation nicht unterbrechen und ich lasse das, heißt, da könnte man lange reden über Nation oder Staat oder Sprachgemeinschaft, das lassen wir jetzt. Anna Marwan hat bisher 3 Bücher vorgelegt in kurzer Zeit. Der Kreis des Weberknechts, ein Buch, das 2019 erschienen ist, im Otto Müller Verlag, geschrieben auf Deutsch. Als zweites 2021 der Roman auf Deutsch Verpuppt. Wie ist der Titel auf Slowenisch noch einmal? Zabubljena. Das heißt tatsächlich verpuppt, aber das, was mir große Freude bereitet, in Wort und auch nicht in Google wird das Wort automatisch auf verliebt korrigiert auf Slowenisch, weil Zaljubljena, Zabubljena sehr ähnlich klingt. Und diese automatische Korrektur meines Titels, dass bei Gott kein Liebesroman werden wollte, finde ich so schön. Ein wundervoller Titel. Das Buch wurde ausgezeichnet auch in Slowenien, das ist das beste Buch des Jahres. Und dann gab es noch eine Auszeichnung für einen Text unter dem Titel Wechselkröte in einer sehr schönen zweisprachigen Ausgabe erschienen. Und das ist der Text, für den Anna Marwan den Ingeborg Bachmann-Preis bekommen hat. Also das war sehr viel. Und dann kam noch dazu die friedliche Übernahme von Literatur und Kritik Dankeschön, als Herausgeberin und auch als Chefredakteurin. Das heißt, also innerhalb von kurzer Zeit ist da sehr viel passiert bei dir. Einsamkeit ist etwas, Drago hat, als er über dein Buch gesprochen hat, über deine Bücher, das schon erwähnt, das wird deinen Büchern immer wieder zugeschrieben, zu Recht, meine ich auch, bisher. Ich könnte mir vorstellen, und das frage ich jetzt nicht, dass sich das verändern könnte nach den Erfahrungen, die du gemacht hast in letzter Zeit, auch als Jungstar ein bisschen herumgereicht überall, und möchte aber zu dem Buch noch kommen. Ja. Das Buch Verpuppt ist auf den ersten Blick und die Literatur von Anna Marwan etwas ganz anderes, als Drago Jančar schreibt. Drago Jančar, der ja bis auf den Literaturnobelpreis, den erhält er hoffentlich noch, alle Preise schon bekommen hat, die Anna Marwan noch versichert. Verpuppt ist ein Buch, eben, das sich nicht so erschließt, wie man das als Leserin manchmal zumindest bei unterhaltender Literatur sich wünscht, dass man da in eine Geschichte eintaucht und sich komplett verliert und dann schließt man das Buch zu und man hat eine schöne Zeit gehabt. Es ist ein Buch, das schon eine schöne Zeit, finde ich, entstehen lässt, aber es ist auch sehr fordernd, sehr witzig, sehr viel Ironie in dem Buch. Sie hören das ja, glaube ich, auch, wenn Anna Marwan spricht. Das hat auch sicher viel natürlich mit ihr zu tun. Aber ein Buch, das sich der herkömmlichen, sage ich mal, so Romanerzählung verweigert. Und das ist das Besondere. Es geht um eine Frau, eine Rita, eine junge Frau, die in der Welt sich nicht so
wunderbar, gleich wie man den Eindruck hat, zurechtfindet. Die Bücher sind für sie sehr wichtig und es geht um Vorstellungen und man weiß manchmal nicht, ist zum Beispiel dieser Herr Jesch, der Ivo Jesch, ist es eine Vorstellung von ihr oder ist es tatsächlich eine Figur? Ich glaube ja, es ist eine Vorstellung. Und so ist dieses Buch sehr fragmentarisch. Es gibt kursive Stellen drinnen, die finde ich auch ganz wunderbar sind. Es ist sehr poetisch und es ist etwas, das eine Freude macht und wahrscheinlich, sage ich mal, durch das, wie es auch geschrieben ist, dem Leben, nämlich in seinem fragmentarischen auch, wie unser Leben ja sind, sehr nahe kommt. Ist es jetzt, und das Buch ist angesiedelt in Ljubljana, im Unterschied zu deinem ersten Buch, das ja eigentlich in Österreich angesiedelt ist, das auf Deutsch geschrieben ist dieses Buch, das anders ist als dein erstes Buch, für dich in dem, wie du schreibst auch, wie du Wörter zusammensetzt und auflöst und wie du den Leser, die Leserin auch, sage mal, herausforderst, unterhältst, auch so ein bisschen, fast hat man manchmal den Eindruck, ein bisschen eine Rache auch an uns, die wir so gewohnt sind, gern Unterhaltungsliteratur vielleicht zu lesen und eine schöne Stunde zu haben. Ja, also als ich dieses Buch fertig geschrieben habe, hatte ich noch keinen Verlag, keine Leser und dann war ich natürlich rachsüchtig, ja. Ich finde das auch sehr spannend an diesem Übergang von einem Künstler zu einem Kulturmenschen, dass man nicht mehr der Gesellschaft gegenübersteht, wütend und ironisch, sondern irgendwie, nachdem man benevolent empfangen worden ist und so irgendwie anerkannt, schwindet diese Kluft zwischen dem Künstler und der Gesellschaft. Und nein, Entschuldigung, ich wollte ganz was anderes sagen. Entschuldigung, was war die Frage? Du hast sie schon beantwortet eigentlich. Also die Frage war auch ein bisschen Ach so, nach Rache. Ja, Rache, genau. Es war mir schon so wichtig, einen Antiroman zu schreiben und mit dem Erwartungshorizont des Lesers zu spielen. Ich habe eigentlich in meinem Schreiben all die Geschichten, mit denen ich groß geworden bin, benutzt als Fundament und ich wusste, wie man den Leser steuert und dann zu dem Punkt bringt, wo die Erwartung so klar ist, dass sie so ganz einfach zu enttäuschen ist. Aber das ist also diese Enttäuschung wollte ich dann umwerten am Ende. Es war mir so wichtig, dass, also mir ist die Sinnlosigkeit sehr, sehr wichtig und ich schätze sie und ich finde, wenn man das akzeptiert und nicht immer nach logisch-kausalen Ketten sucht, dass das am Ende sehr lebensbejahend ist. Und ich wollte ein Buch schaffen, das wie ein Musikstück ist, wo es nicht vom letzten Ton abhängt, ob es hörenswert war oder nicht, sondern in der Zeit geschieht. Und ich finde, so leben wir auch unser Leben, wo nicht alles, was uns passiert, ein Zeichen ist oder ein Teil einer Geschichte. Es kulminiert nicht in einem Höhepunkt. Wir fangen tausende Geschichten an, die nirgendwo hinführen. Und das finde ich okay. Also wir wissen ungefähr, wie unser Leben endet und wir betrachten nicht anhand von dieser Information, ob es lebenswert ist oder nicht. So soll man auch jedes Buch lesenswert finden, finde ich. Das ist auch genau die Stelle, wo ich mir in den Zettel hineingelegt habe. Die finde ich auch ganz wunderbar, eben wo nicht Sie groß geschrieben, also wir als Leserinnen und Leserin gemeint, aber eben, dass wir alle so gern wissen möchten, wie es ausgeht. Aber das erfüllst du nicht, das gibst du uns nicht in deinem Buch und daher ist es sehr nahe. Es heißt in dem Buch einmal auch, jede Geschichte ist so etwas, erzählt so etwas wie Gewalt an Wahrheit. Und ich finde, du widerstehst dem eben.
Und ist das für dich, weil es so ist, weil du so bist, weil du so schreibst, oder ist das sehr anstrengend, zu widerstehen, eine Geschichte linear zu erzählen? Ja, das ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Es erfordert sehr, sehr viel Mühe und sehr viel Kampf, nicht, eine Geschichte nicht in Geschichtenform zu erzählen. Und ja, ich finde diese Frage sehr spannend. Weil das, was eigentlich als das Fehlen eines Tour de Main rüberkommt, eigentlich ein Resultat der Mühe ist. So finde ich auch zum Beispiel die Fehler sehr wichtig und so richtig schön die Fehler zu machen, finde ich auch eine Aufgabe, der ich mich widmen möchte. Also dass alles, was heute geschah, war Absicht. Entschuldigung. Die Zeit ist oder? Ja. Ich finde es sehr schön, dass ich wollte noch so viel machen, dass das nicht ausgeht. Das ist ganz wunderbar. Das heben wir uns das nächste Mal auf. Entschuldigung, darf ich Ja, nur bezüglich der Plausibilität etwas sagen? Weil das war mir über Handtaschen möchtest du was sagen noch? Nein. Es war mir tatsächlich ein Anliegen, weil ich merke, dass wir dazu tendieren, allem, was plausibel ist, mehr Glauben zu schenken als der Wahrheit. Also wir hinterfragen Dinge, die plausibel klingen, nicht so sehr und unterlassen dann unsere Suche nach der Wahrheit. Das finde ich schade und gefährlich. Nur das wollte ich noch, damit ich auch. Das ist ein sehr guter Schlusssatz auch. Ich finde, was Anna Marwan schafft, das ist so ein Hochseilakt auch, ein Spaziergang, und sie nimmt uns dabei mit. Und was ich vorher erwähnt habe, dass diese beiden Autorinnen sehr unterschiedlich schreiben, ihre Bücher sehr unterschiedlich sind in der Form, in den Inhalten, und trotzdem es viele Themen gäbe, finde ich. Wir könnten über Sehnsucht reden, also auch in Anspielung auf Ivan Zanka, den ihr schon erwähnt habt. Hoffnung, Liebe findet man in diesen Büchern. Sie geben auch ein Spiegelbild, und ich möchte Sie herzlich einladen, wenn Sie das nicht schon getan haben, alle Bücher von Drago Jančar und die Bücher von Anna Marwan zu lesen. Es zahlt sich so aus, es ist wunderbare große Literatur, und ich bedanke mich herzlich bei euch beiden und bei Ihnen. Dankeschön. Yes.